So, und Servus zurück bei Let's Play Dark Tales, der schwarze Kater. Und wir sind da stehen geblieben. Jetzt werden wir uns mal das anschauen. Pass auf, fangen wir mal da. Oh, explosiv oder wie? Keine dieser Schubläden hat Griffe, es muss sich anders öffnen lassen. Diese viereckige Fläche auf dem Tisch sieht verdächtig aus. Diese Kiste wurde zugenagelt. Ach so, ja, können wir da irgendwie was hinstellen oder? Haben wir irgendwas zum Hinstellen? Maus im Käfig? Nicht wirklich. Da haben wir einen Degen. Hoppla, ich sollte besser aufpassen, wo ich hingehe. Statuenarm. Diese Statue fehlen beide Arme. Ja, eigentlich hätten wir einen, gell? Einen hat's, vielleicht der zweite noch. Ganz gut. Was für ein merkwürdiges Labyrinth. Es sieht aus, als gäbe es oben einen Knopf, doch es ist eine Glasabdeckung davor. Wie kann ich daran gelangen? Hier ist eine kleine Öffnung im Stein. Wir könnten versuchen, ein kleines Tier hineinzulocken und es den Knopf drücken lassen. Ach, Moment mal, ein kleines Tier. Wir haben doch die Maus. Und was tut die Maus? Diese Maus wird nicht von alleine durch das Labyrinth rennen. Vielleicht kann ich ihr die Sache schmackhaft machen. Ja, wahrscheinlich mit dem Käse. Den haben wir da. Jetzt haben wir... Ach so. Jetzt pass auf, jetzt muss ich erst mal schauen, wo wir hin müssen. Also da müssen wir auf. Pass auf, was passiert, wenn man da ist dann? Wir sollten der Maus ein bisschen Käse in Sichtweite legen. Ach so. Vielleicht da her? Hängt das? Halt, Moment, ich sehe sie wieder nicht. Jetzt müssen wir da oben. Da oben. Jetzt haben wir eine Klinke. Gut, jetzt haben wir eine Klinke. Für was gehört die? Für die Kutschen vielleicht. Beim Schachspiel können wir nichts machen. Ja, da müssen wir noch irgendwie schauen. Da gehört noch irgendwo was hier oder so. Zuckengogelt. Können wir die vielleicht mit der Eisenstange aufmachen? Nicht. Mit dem Degen? Auch nicht. So, wie kommen wir denn wieder um? So. Gut, da ist die Kutschen und da gibt es wieder was. Einen Tannenzapfen. Garnknäuel. Schon wieder. Da ist. Dann haben wir zwei Schuhe. Da ist einer. So, und der zweite ist da. Dann haben wir ein Herz.
Ein Herz, da ist eine Kette. Kreuz. Da ist das Kreuz. Hufeisen. 2 Uhren. Da ist die zweite. Dann haben wir eine Perücke. Perücke. Eine Fiole ist, glaube ich, das da. Genau. Eine Glocke. Fächer. Ach, das war der Fächer? Gut, dann haben wir jetzt nur noch die Perücken. Wo auch immer die sein mag. Ach, das war Perücken. Gut, wir kriegen gar einen Knäuel. So, jetzt können wir das... Können wir das auch hier mit Eisenstange? Was Nagelzieher? Kann man mit so einem Ding Nagel ziehen? Mit dem kann man da mitgehen. Und die Kisten da aufmachen. Könnt ihr mir vorstellen. Die Kiste war voller Feuerwerkskörper. Mit ihnen lässt sich die Kutsche bestimmt von der Straße bewegen, obwohl es elegantere Lösungen gibt. Was mit Feuerwerkskörper? Ja, und das da, machen wir das irgendwie... Da brauchen wir noch irgendwas anderes. Das klang uns nicht. Jetzt kümmern wir uns mal um die Kutschen. Pass auf, einen Griff haben wir. Der passt da. Ach, Schachspiel. Anscheinend können wir nicht durch die Tür auf der anderen Seite der Kutsche gehen. Es muss einen anderen Weg geben, an ihr vorbeizukommen. Vielleicht können wir das Feuerwerk in der Kutsche entfachen, das sollte uns den Weg bahnen. Ob das so eine gute Idee ist? Ein Feuerwerk in einer Kutsche ist nicht unbedingt sicher. Wir müssen es irgendwie aus sicherer Entfernung zünden. Ja, mit einem Garnknäuel. Nicht? Ja, dann fällt uns wieder was. Das heißt nochmal da um mich. Und da geht bestimmt das Schachbrett hin. So ist es. Dieses Schachbrett ist so ähnlich wie jenes auf dem Rasen. Jetzt haben wir eine Knarre. Gut, dann sind wir da herum fertig. Ja, schaut so aus. So, ist denn die Knarre geladen? Dann kann man auf das Feuerwerk schießen. Wir sollten die Pistole fixieren und fernzünden. Was? Fixieren? Mit der Eisenstange? Mit dem Degen. Wir brauchen nur etwas, um die Pistole aus der Entfernung zu zünden. Gut, machen wir es eben so. So, wie schaut's aus? Ah ja. Sarahs Geist scheint ob der baldigen Aufdeckung ihres Schicksals ungeduldig zu werden. Wir sollten fortfahren. Wir sind schon weit gekommen, doch Wachsamkeit bleibt geboten. Dem Gebot der Gerechtigkeit folgend werden wir nicht ruhen, bis Sarah Frieden gefunden hat.
Ohne ihre Hilfe wären wir nie so weit gekommen. Wir sind ihr die Entdeckung der Wahrheit schuldig. Gut, scheinbar brauchen wir dann irgendwie ein Boot, damit wir da rumkommen. Jetzt werden wir uns erst einmal das so schauen. Diese Brücke wurde zerstört. Ob durch Zeit oder Menschenhand, ist nicht bekannt. Es muss einen anderen Weg geben. Es gibt immer einen anderen Weg. Das Wasserrad scheint die Apparate im Inneren anzutreiben. Wir sollten versuchen, es zu reparieren. Da haben wir ein paar Nägel. Was war das? Haben wir da die Algen weg da? Ach, geht das schon? So, da haben wir ein Boot. Für dieses Boot kommt jede Hilfe zu spät. Doch es ist im Weg. Wir müssen es irgendwie aus dem Wasser hieven. Einer der Tierschlüssel scheint im Boot zu liegen. Wenn wir das Boot anheben, könnten wir herankommen. Das heißt, wir müssen das Ding auf die heben. Diese Tür ist verschlossen und verrostet. Rohe Gewalt löst fast jedes Problem. Fast jedes. So, das ist weg. Aber davor schauen wir uns mal das an. Brett. Und das da möchte ich mal anschauen. Rumbarassel. Was ist denn ein Rumbarassel? Kerzenhalter. Da ist der Kerzenhalter. Eine Handglocke. Ibis. Was ist denn Ibis? Ein Ball. Rumbarassel. Ach so, das war ein Musikinstrument. Armband. Ibis, das war ein Tier. Eine Maske, die habe ich schon gesehen. Da ist eine Sonne. Sonne. Feder. Die ist nicht. Schlange. Ölkanne. Da ist die Sonne. Da ist die Pfeife. So, jetzt fehlt uns noch das Armband. Armband. Tja, keine Ahnung, wie dieses Armband ausschaut.
Schau, ich sehe nichts. Also, wo es irgendwie nach Armband ausschauen kann. Da ist. So, wir kriegen eine Ölkanne. Tja, mal schauen, was wir mit der Ölkanne anstellen.